Es ist Samstag, der 23. Mai. Ich begrüße euch mit 5. Mose 11, 26 bis 28. Mose sprach: Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht, den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebiete, den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet, den Geboten des Herrn eures Gottes. Und dazu Kolosser 3, 24 bis 25, dient dem Herrn Christus, denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Segen und Fluch, das sind zwei Größen, die es in allen Völkern gibt. Man sagt dann eben die Gunst der Götter oder eben die Missgunst der Götter. Und auch bei uns in dieser postchristlichen Kultur ist festzustellen, dass von Segen und Fluch immer noch geschrieben wird. Auch hartgesottene Journalisten gebrauchen noch biblische Begriffe, obschon sie vielleicht von diesem Buch gar nicht viel halten, denn die Begriffe stehen noch für ganz bestimmte Entwicklungen im Leben, die etwas über unseren Einfluss hinausgehen. Aber ist das nicht Schwarz-Weiß-Malerei? Nun, diese Größen sind halt einfach da. Über den Segen haben wir keine Macht, keine Verfügungsgewalt. Und gegen den Fluch sind wir auch machtlos. Das ist das, was die Völker immer schon wussten. Und wir auch, wir sehen heute in diesem Text, die Weichen werden weiter oben gestellt und wir wissen von wem. Dass die Weichen weiter oben gestellt werden, nannten die Inder ja das Karma. Und unsere Vorfahren sagten dem das Schicksal. Und sie meinten auch eben etwas, was geschickt wird, was man empfangen muss, man kann sich dem nicht entziehen. Segen und Fluch sind wie Himmel und Hölle auf Erden. Sie sind Vorboten, sie sind ein Vorgeschmack dessen, was kommt. Sie sind im einen Fall eine Einladung, im anderen Fall eine Warnung. Sie sind ein Sinnbild, ein Symptom. Sie sind eine fassbare Größe. Mein Leben stand nicht unter einem guten Stern, so heißt es am Ende einer Lebensbeschreibung eines gewissen Christoph von Graffenried. Wie komme ich darauf? Er hat sein Leben so zusammengefasst, eine traurige Bilanz. Wir besuchten das Schloss in der Nachbargemeinde Burgistein, das Schloss Burgistein, wie es heißt, das den von Graffenried gehört. Und ich war durch einen Freund dort eingeladen, konnte meine Kinder mitnehmen und es hieß, ja, jetzt können wir einmal ein Schloss anschauen. Wie wir da durch die Gänge gingen, sahen wir Vitrinen mit Indianerkleidern, Indianerwerkzeugen, ja, Indianerwaffen. Ich war sehr erstaunt. Wie kommen jetzt Indianergegenstände in ein so ländliches, abgelegenes Schloss Burgistein? Wie ich nach Auskunft fragte, merkte ich, man will darüber nicht eigentlich reden. Vielleicht ist es auch eine gewisse Scham, die sich da bemerkbar machte. Später in einem ganz anderen Zusammenhang stieß ich wieder genau auf diesen Christoph von Graffenried. Nämlich, als ich die Täufergeschichte der Schweiz aufarbeitete, kam er vor als der Gründer der Stadt New Bern in North Carolina. New Bern brüstet sich nach wie vor, dass es eben diesen Baron, heißt er dort, von Graffenried hatte, als den Gründer der Kolonie, der anfänglichen Kolonie, 1710. Mein Interesse wurde geweckt, umso mehr, als ich irgendwie schon eine Spur von ihm gefunden hatte, und dann stieß ich auf eine sehr abstruse Geschichte. Die Geschichte einer Kolonie. Man muss sich vorstellen, im 18. Jahrhundert war der Adel schon im Niedergang begriffen, die alte Feudalordnung, wo die Bauern einfach quasi Leibeigene oder jedenfalls
Unterstützer des Adels waren, der Brotkorb des Adels, das war langsam durch den Mittelstand aufgehoben. Dieses alte System existierte so nicht mehr und wer nicht ganz clever war, musste einfach zusehen, wie er seine Ländereien nach und nach verkaufen musste. Oder eben er ergriff die Flucht nach vorn. Das war genau das, was man von Christoph von Graffenried weiß. Er versuchte sein Glück mit einer Kolonie jenseits des großen Teiches und begann mit vielen großen Versprechungen. Es ging aber nicht mit rechten Dingen zu und her. Heute würde man es vielleicht Pechsträhne nennen, was ihn dann eingeholt hat. Oder man könnte eben eine verborgene Linie sehen von Segen und Fluch. Man kann immer darüber streiten, denn der Segen und der Fluch lassen sich in diesem Sinn nicht beweisen, sondern sie sind einfach Hinweise und wenn man geistlich denkt und schaut, dann sieht man eben diese andere Dimension. Jedenfalls hat dieser Christoph von Graffenried die Not armer Menschen ausgenutzt. Er hat ihnen eine blühende Kolonie versprochen. Unter ihnen waren auch Täufer, die den Kopf aus der Schlinge ziehen wollten, weil ihnen ja derbe Verfolgung auch noch im 18. Jahrhundert drohte. Und so stiegen sie auf seine Schiffe und kamen dort an und mussten dann aber merken, dass eine Serie von Missernten eigentlich ihre ganze Arbeit wieder zerstörte. Sie waren also mit leeren Händen, alles hatten sie aufgebraucht für dieses Abenteuer und jetzt der Ertrag war gleich null. Aber das wäre noch gegangen. Hingegen hat ein Indianerstamm diese Eindringlinge überfallen und auch den Gründer festgenommen. Das war für ihn sehr peinlich und die Geschichte wird nicht genau ausgeführt, wie sie dann ausging. Man weiß einfach, dass er quasi seine nackte Haut retten konnte, quasi ohne Kleider entfliehen konnte aus dieser schwerlichen Niederlage und dann verarmt nach Europa zurückkam, ins Heimatland und die meisten seiner Güter verkaufen musste. So kommt er zu seiner Bilanz. Mein Leben stand nicht unter einem guten Stern. Er musste hochverschuldet seine alten Adelsprivilegien wegschwimmen sehen und so konnte ich mir dann auch ein bisschen besser zusammenreimen, weshalb diese Indianerwaffen in seinem ehemaligen Schloss zu sehen sind. Nun, was muss ich tun, wenn ich selber auch solche Pechsträhnen habe, wenn ich merke, Dinge wiederholen sich? Ich stehe irgendwie unter einem Fluch. Das kann sich materiell, seelisch oder auch geistlich äußern oder auch eine Kombination von diesen Lebensebenen. Das Erste, was ich tun sollte, ich sollte dies alles nicht verharmlosen. Ich sollte eine Fluchlinie nicht einfach akzeptieren, quasi schlucken. Ich sollte mich damit nicht arrangieren, ich sollte es auch nicht verdrängen, so wie man diese Indianergeschichte verdrängt hat im Schloss und nicht darüber spricht. Wenn ich das einmal begriffen habe, dass ich mir keinen guten Dienst tue, wenn ich mit solchen Dingen einfach so lebe, dann entscheide ich mich, ich will unter einem guten Stern leben. Schon einmal nicht mehr unter den Sternzeichen, das ist schon viel wert, weil hier fangen ja auch die Flüche an. Jedenfalls einige haben dort ihre Wurzeln und wenn du gefragt wirst, unter welchem Sternzeichen du geboren bist, kannst du ganz gut sagen, was mir eine Frau beigebracht hat. Ich bin unter dem Sternzeichen von Bethlehem geboren. Das ist schon ein sehr guter Stern. Ja, ich will dann nicht mit angezogener Handbremse fahren, bis die Räder zu brennen beginnen, sondern ich räume auf. Ich räume auf im Bereich der Dinge, die ich weiß. Und da gibt es ja genug. Es gibt Ungehorsam, es gibt Unreinheit, es gibt Sünden, die ich toleriere. Es gibt Unrechtmäßiges, das sich vielleicht unter meinem Dach gesammelt hat. Es gibt Oberflächlichkeiten und Halbheiten, Hinken auf beiden Seiten, was mir auch den Segen Gottes raubt. Mit dem allen kann ich brechen. Und dann bleibt vielleicht trotz allem noch ein Rest übrig. Es ist erstaunlich, dass man sich dann sogar beschäftigen muss mit den Dingen, die man nicht weiß.
zum Beispiel okkulte Belastungen von Vorfahren her, Familienprägungen oder epigenetische Schatten, die sich von Kriegsereignissen aus dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel auf ein Leben in nächster oder übernächster Generation gelegt haben. Solche Dinge können zum Vorschein kommen und man kann sie auch bereinigen. Ja, was heißt denn bereinigen? Vergebung spielt eine entscheidende Rolle. Ich bitte stellvertretend um Vergebung für Vorfahrenschuld und natürlich direkt um Vergebung für meine Dinge, die ich mir aufgeladen habe. Ich vergebe auch dort, wo es zu vergeben gibt. Und dann kann ich lösen oder eben binden. Ich löse mich von den Dingen, ich binde sie unter die Füße Jesu Christi. Ich räume auf. Auch Gegenstände gehören vielleicht dazu. Bücher, Dinge, die mich immer noch festhalten im Alten, werfe ich weg. Und wenn so einmal der Lebensraum in Ordnung ist, würde ich auch den Heiligen Geist einladen. Denn Jesus hat gewarnt, wenn wir das Haus dann nicht schmücken, wenn es einmal gereinigt ist, dann werden die 7 schlimmeren Geister kommen, es wird übler sein hernach als zuvor. Also lohnt es sich unbedingt, diesen wichtigsten von allen Schritten zu tun, nämlich Gott zu bitten, mein Leben hinfort ganz zu bestimmen. Ja, der strahlende Morgenstern, so heißt eben dieser gute Stern, unter dem wir leben wollen, der arbeitet auf den Tag hin. Wenn er anbricht, wenn er scheint, dann ist der Tag nicht mehr weit. Dieser strahlende Morgenstern ist Jesus Christus. Wer unter ihm steht, dem gehört später auch der Tag. Das ist es, was ich vorhin sagte. Der Segen von heute ist der Himmel von morgen. Gott lässt nämlich den Fluch auf den Menschen lasten, wie ein Joch. Er lässt ihn 3 Generationen lang stehen, so heißt es in den 10 Geboten. Und zwar aus dem Grund, weil man sonst vielleicht gar nicht merken würde, was da noch mitschwimmt in meinem Leben, was mich innerlich gefangen hält. So muss es an die Oberfläche kommen. Der Fluch muss mich irgendwo treffen, damit ich weiß, es gibt ihn und er würde mir noch viel mehr rauben, als nur die Dinge, die ich gerade im ersten Moment feststelle. Er würde mir die Früchte rauben, die geistlichen Früchte, die ich ja bringen soll für das ewige Reich Gottes. Ich würde es gar nicht merken, weil ich hätte mich an alles gewöhnt, so wie es läuft. Es ist ein bisschen wie beim Fieber. Wenn es nicht gerade eine kleine Fiebergrippe ist, und das Fieber tötet schlussendlich, wenn es auf 41 Grad gestiegen ist, die Bazillen, was ja auch gut ist und gönnt dem Körper ein bisschen Ruhe. Aber das andere Fieber, das spricht von einer verborgenen Sache, von einer bösen Wurzel, von einer gefährlichen Krankheit, die mich auffressen könnte. Gott lässt es eben zuerst ankündigen durch die Signale des Körpers, damit ich mich damit beschäftigen muss und notfalls eben dieses Übel ausrotten kann. Ich will keinen Sauerteig mehr in mir haben. Wenn Leute zu dieser Einsicht kommen und das Leben wirklich geistlich gesehen, eben ganzheitlich angehen und auch ansehen, ich will in meinem Leben keinen Sauerteig mehr dulden, ich will ihn nicht mehr haben, ich will ihn entfernen. Wenn Menschen kommen und so etwas sagen, dann freue ich mich immer sehr. Wenn sie nur noch der gute Teig sein wollen, von dem ja Paulus spricht, dann merkt man, der Segen kann einsetzen. Es ist der Morgenstern, es ist der Anbruch des Tages und es werden dann viele Dinge geschehen, die sich auf den ganzen Tag auswirken werden, auf die Ewigkeit nämlich. Und ich wünsche euch jetzt auch einen gesegneten Tag.